Okay, jetzt kommt's Haus. Ich bin wirklich aufgeregt. Mal schauen, welches Haus ich habe. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie ihr vielleicht im Titel gelesen habt, werden wir heute herausfinden, in welches Hogwarts-Haus ich würde kommen. Aber es wird Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor oder Ravenclaw sein. Das werden wir jetzt sehen. Wie ihr wahrscheinlich wissen, bin ich schon ein Slytherin und ich bin ein stolzer Slytherin. Und mal schauen, ob das wieder zutrifft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Dann würden wir anfangen mit dem Video. Also auf jeden Fall, hier macht man Discover Your House. Dämmerig am Morgen oder dämmerig zu oben? Ich würde es zu oben nehmen. Welches Stil? Eine Katze. Dann nehmen wir die schwarze Katze, oder? Ja, ich liebe Katzen. After you have that what you most like people to do when you hear your name. Ask for more stories about your adventures. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wie eigentlich ist nicht gut. Miss you but smile. Thinks with admiration of you. Ich kann es nicht lesen. Ja, super. Ja. Oder I don't care what people think of me after I'm dead. It's what they think of me while I'm alive that count. Ich glaube, das erste würde ich nehmen. A troll has what kind of instrument most pleases your ear? The piano, the drum, the violin, the trumpet. Dank Violine, also Geige natürlich. Ja, ich mache Geige. If you could have any power, which would you choose? The power to read minds. The power to change the past. Das wäre sehr gut, weil ich oft irgendwelche Fehler gemacht habe und dann kann ich das ändern. Aber wahrscheinlich würde die Gegenwart dann komplett anders sein als jetzt. Darum will ich das weniger nehmen. The power of invisibility. Ich weiß nicht, ob es gut ausgesprochen ist. Es tut mir leid. The power to speak to animals. The power of superhuman strength. Ah, ja, das heißt was. Ich denke Gedanken lesen, weil ich glaube, es wird jeder gerne mal so schauen, was die anderen also denken. That you believe, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich muss kurz Übersetzung machen, weil ja, das kapiere ich nicht. So, auf Deutsch. Ich glaube, ich werde herausfinden, wo es kommt. Black or white? Black. Okay, jetzt kommt's Haus. Ich bin wirklich aufgeregt. Mal schauen, welches Haus ich habe. Ich hoffe, es ist Slytherin, weil ich liebe Slytherin und ja. Okay. Yes! Ja! Es tut mir leid. Ja, ihr seht's, ich bin Slytherin. Genau, wie Voldemort, Draco Malfoy, Sirius Snape. So, jetzt mache ich hier weg. Ihr seht, ich bin geborene Slytherin. Ich habe ja den Test schon mal gemacht. Ich habe auch schon Slytherin geheißen, das habe ich am Anfang gesagt. Ich bin eine stolze Slytherin. Das stellt sich heraus, ich gehöre zu Slytherin und ja, das macht mich happy, weil ich froh über mein Haus bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das war nicht zu kurz gewesen. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen mein Englisch zu hören. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich habe ein paar Sachen auch gut verstanden. Einfach bei manchen Sachen nicht. Und ich musste einfach übersetzen, natürlich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt jetzt mir einen Daumen nach oben und abonniert doch meinen Kanal. Und der erste Link ist eben zum Quiz. Ihr müsst euch erst registrieren. Gebt ein bisschen älteres Alter an, wenn ihr so, keine Ahnung, einfach jünger sind. Ich bin jetzt 16, ich wüsste nicht, ob das jetzt wird länger. Und wenn ihr das Quiz gemacht habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, wenn sie nicht wieder deaktiviert sind. In welches Haus ihr gehört, würde mich sehr wundern. Oder vielleicht habt ihr das Quiz schon mal gemacht, dann schreibt es gerne in den Kommentar. Dann war's mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!